Sagen wir es mal so. Ich verlaufe mich nicht und ich verfahre mich auch nie. Das machen Männer grundsätzlich nicht. Die verbessern ihre Ortskenntnis. Das ist ein großer Unterschied. Guten Tag, ihr Leid. Wir tuckern zurück. Erfolgreich gegen eine Schlange und einen Riesen gewehrt. Eine riesige Schlange und einen riesigen Riesen. Sunan könnte uns bei der Karte helfen. Er kennt sich hier bestens aus. Ich sollte mit ihm reden, sobald wir allen Hinweisen hier in Sukhothai nachgegangen sind. Ja, gute Idee. Eine Studie in Angst. Neue Feldarbeit. Komm her, wir gucken mal kurz, was es hier an neuer Feldarbeit gibt. Studienangst. Vor dem Gespräch mit Sunan könne sich ein Besuch bei Pailin lohnen. Niemand weiß mehr über die Aktivität der Faschisten hier. Das hört sich wirklich gut an, weil ich denke halt, das ist Story. Und wir wollen ja erstmal ein bisschen hier weitermachen, ne? So, hat er automatisch eingeloggt. Was ist dann eigentlich mit dem verschwundenen Jungen? Der ist irgendwo da unten und die Goldvorräte von Voss, die werde ich noch irgendwann angehen. So, hier muss ich erstmal noch eine Verkleidung finden. Ich habe noch keine Verkleidung, das ist ein bisschen doof. Also, hier, Studienangst. Pailin. Wir kommen. Wo bist du? Habe ich vergessen. Okay, das ist falsch. Wow. Und schon wieder verfahren, oder was? Das ist aber auch hier. Hätte ich wohl da nach rechts, also als ich da rauskam, eben nach links gemusst. Bin ich jetzt richtig? Nee. Eben nicht. Yeah, ihr Leute. Jesus, nee. Das ist ja wie im richtigen Leben. Bin, also... Sagen wir es mal so. Ich verlaufe mich nicht und ich verfahre mich auch nie. Das machen Männer grundsätzlich nicht. Die verbessern ihre Ortskenntnis. Das ist ein großer Unterschied. So. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ich bin das nur nicht gewöhnt. Keine Sorge, ich weiß, wie man sowas steuert. Gut, geht es mir schon besser. Gut. Ich denke, wir werden hier eine Weile zubringen. Wirklich? Warte. Wo ist denn hier vorne und hinten? Da. Sorry, ich muss... Dieses Dingens da, das sieht halt schon wirklich sehr seltsam aus, findet ihr nicht? Das da... natürlich. Und wisst ihr, warum das seltsam aussieht? Weil da absolut nichts zu finden ist. Ich dachte, ich hätte hier da jetzt wieder so ein Dingens, wo man sich dann da draufsetzen kann. Komm mal her. Ich check nochmal die Karte. Ich muss hier irgendwie nach links. Ja. So. Ja, das ist jetzt hier... Jetzt habe ich mich aber hier in eine Lage mal rein manövriert. Das ist jetzt hier gar nicht mal so interessant. Wir fahren jetzt direkt zurück. Also ich versuch's. Ich ver Ortskenntnis besser. Nein, Indy, was machst du denn? Karte gucken. So. Ja, ist schön für dich, aber kannst ruhig weiterfahren. Wir fahren jetzt direkt zurück, haben wir gesagt. Uns interessiert mich auch gar nicht, was da hinten ist. Direkt zurück. So, jetzt muss ich aber gucken hier. Ich kann rechts rum. Rechts rum ist eine Brücke, da fahren wir. Ich will durch Brücken durchfahren. Ich meine, das ist ja der Witz am Bootsfahren, dass man dann hier durch Brücken durchfahren kann. Irgendwie.
So. Da links ist auch schon die Brücke. Ja, doch, das kommt ungefähr hin. Das ist ein großer Tempel. Bin ich immer noch richtig? Ja. So irgendwie. Ach Mann, ey. Das könnte auch eine Glocke sein. Sieht aus wie eine riesige Glocke einfach nur. Ja, nix. Ich habe gesagt, ich fahre direkt zurück. Und dann werden wir das auch machen. Es ist hier aber so interessant. Wir wollen direkt zurück, haben wir gesagt. Aber da hinten ist doch was. Ja. Wo hatten Sie noch gleich gearbeitet? Marshall College. Ja. Warum? Ja, das war's. Warum wurden Sie gefeuert? Weil ich mit dir unterwegs bin. Keine Ahnung. Die Direktion war wohl der Meinung, ich sollte Arbeiten korrigieren statt das hier. Und Komisch, was denken oder? Sie? Nun, echte Archäologie findet in der Praxis statt, nicht in Büchern. Klingt nach einem guten Leitspruch. Ja, aber du musst ja den neuen Leuten erstmal erklären, was Archäologie ist. Und das geht halt grundsätzlich, schätze ich mal, in der Schule. Okay. Da oben ist er. Mach mal, hat der mir gerade ein Bein gestellt? Ja, der guckt da so lieb, ne? Nee. Das sind irgendwie Fallstricke auf der Brücke. Eine Fallbrücke. เธอเห็นปืนกระบอกเก่งฉันไหมไม่นะแต่ว่าฉันจะไปรู้ได้ไง Ja, genau. Wie hätte ich das? พี่มันหน้าตาเป็นยังไง อ๋อ มันไม่เหมือนกระบอกอื่นมากๆเลยไง เป็นปืนพกกึ่งออโต้กระบอกเล็กๆ โครงสีดำเก่าๆ แล้วก็มีร่องที่ไกล ปืนนั่นมันมีอะไรพิเศษเหรอ Ja, genau. Was ist denn ฉั so นพกมา besonders ตั้งแต่ dran? เข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้าน Ach ไง so. Okay. มันเป็นปืนนำโชคนะ อืม Ich gucke mich mal ein bisschen um, falls ich was finde. ไม่มีนะจำไม่เห็นได้ว่ามีปืนแบบนั้น Wahrscheinlich habe ich irgendwo... ต้องรีบซ่อนไงพวกเยอรมันนั้น Hallo, Pailin? Ich möchte Ihnen etwas zeigen, Dr. Ja, Jones. deshalb bin ich hier. เลยนั่นนั่น Was hast du? ถ้าเจอก็บอกด้วยแล้ว Jetzt, ihr zwei Drahtschweiber, jetzt seid mal ruhig hier. Ja, na, ist jetzt gut. นิดนะ Ja, das ist wirklich sehr beunruhigend. Könnt ihr vielleicht mal die Klappe halten? Hier wollen sich Leute unterhalten. Das ist wichtig gerade. ปืนกระบอกเก่ง Na, hörst du nicht auf? เลยนะเธอไม่รู้หรอกว่ามันมีความหมาย Also, ich habe gerade beschlossen, selbst wenn ich sie finde, gebe ich sie dir nicht. Gut, zeigen Sie mal her. Was war das? Ich habe versucht, dieses Dokument zu übersetzen. Fordern Abbruchmaterial für Ausgrabungsstätte an. Wo haben Sie das her? Atit hat es von einem Faschistentrupp, der von einer anderen Archäologin angeführt wurde. So eine Blondine in einem Lager im Südwesten. Was ist im Südwesten? Nichts Ein als Lager. Felsen und Bäume, soweit ich weiß. Junge, das ballert. Die Explosion war sogar noch heftiger. Was die wohl treiben? Sie haben was gefunden und sprengen es jetzt frei. Graben ist ihnen viel zu lahm. Boss scheint verzweifelt. Verzweifelt genug, um rücksichtslos unser Land zu zerstören. Ich werde es mir mal ansehen. Falls Sie die Explosion untersuchen wollen, ist nur eine kurze Bootsfahrt südwestwärts. Okay, kann ich Die mal kurz... Explosion war im Südwesten. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Ja, lass mich mal kurz... Was haben wir denn hier? Formular für Materialanforderungen betreff Sprengstoff, Verwendungszweck, Fordern von Sprengstoff für Ausgrabungsstätte an im südwestlichen Lager, das Dämonengrab. Das Ausgrabungsteam hat einen geheimen Eingang gefunden, der durch eine massive Felsformation versperrt ist. Diese muss beseitigt werden. Sprengstoff ist die einzig mögliche Methode, um den Eingang freizulegen und die Ausgrabung fortzusetzen. Rasche Genehmigung ist erforderlich, um das Projekt wie geplant voranzutreiben. Angefordert durch Capitano Bubizzi. Okidoki. Sprengstoff und Ausgrabungen vertragen sich nicht. Ja. Na, ich gehe jetzt nicht den Weg, den ich gekommen bin. Ich will mich ja hier noch ein bisschen umgucken.
Vielleicht finde ich ja ihre Glückswaffe. Oh. Bin zumindest was zum Fotografieren. Aber was? สวัสดี Hey, Jack? Och nö! Die spielen doch nicht เธอ das. ก็ดุเดือดเกินไปนะ Ei. ก่อนที่เล่นกันนี่ Faszinierend, die ผมต้องกิน Meister ของ beim ป้า Spielen ให้ zu ได้นี่นา beobachten. ผมก็ต้องดูเดือดหน่อยสิ กินของป้าได้ก็เท่านั้นแหละ Könnt ihr mir vielleicht mal die Regeln gescheit erklären? Ich habe die irgendwie nur so halb aufgeschnappt und. Ja. ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจนะ แต่ไม่หรอก ฉันไม่คิดนะว่าน้องของเราเก่งขึ้น Hallo? Ich einfach mal bei allen quer durch die Botanik schlappe. Was mit euch da? ได้ข่าวเรื่องที่ไพลินพาคนนอกเข้ามาในหมู่บ้านหรือยังอเมริกันคน Was? Nein, erzähl mir mehr. อิตาลีเหรอเหมือนทหารพวกนั้นน่ะเหรอ ไพลินว่าคนนี้เป็นเพื่อนนะ หวังว่าไพลินจะคิดถูกนะ Der ist ein richtig hübscher. Der Amerikaner ist der hübscheste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen อีก habe. แล้วเหรอเรามีปัญหากับพวกเยอรมันมากพอแล้วนะ คนที่เป็นนักโบราณคดีอเมริกันดูแข็งแรงมากเลยนะ Yeah, แซ่ด้วย yeah. Peitsche. คนอเมริกันโหดแท้วิ่งไปทั่วป่ากับคนอิตาลีใจดี นี่มันเป็นลึกกว่านิทานที่ลุงสุนันท์เล่าให้ฟังตอนเรายังเด็กอีกนะ ฉันยังจำเรื่องคนงมไข่มุกกับยักษ์ได้อยู่เลย อ๋อเรื่องยักษ์น่ากลัวชะมัดตอนฉันเด็ก นึกว่ามันจะโผล่จากน้ำมาหักคอจิ้มน้ำพริกเอาซะแล้ว ใช่ไหมล่ะ ดีนะว่ามันไม่จริงสักเรื่อง Also ลุงสุ eigentlich นันท์บอกว่ามันเรื่องจริงนะ ist es schon wahr. Der ist schon แกก็ da. ให้เรากลัวไปอย่างนั้นแหละ มันมียักษ์ปกป้องไข่มุกศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนล่ะ เคสเซเคสเหลวไหลทั้งเพ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ Ja, wahrscheinlich. Aber nicht wirklich. Weil ich war beim Riesen. Und ich habe quasi die Perle gefunden. Auch wenn es nicht direkt eine Perle war. Was hängt denn hier alles? Ah ja. Naja, ganz klar. เป็นยังไงบ้าง hallo? Ja, gut, gut. So. Ja, ich will ja eigentlich ein bisschen vorwärts kommen. Ach ja, ein bisschen vorwärts. Da unten ist wieder die Ziege. Ich habe keine Ahnung, warum ich Ziegen so gut finde, aber ich tue es, weil Ziegen schön sind. Zack. Ich hoffe, Sunan teilt, falls was Großes Ach anreißt. so, das ist Onkel Sunan. Wieso hat er eigentlich immer ein Kartenspiel dabei? Was ist das da für ein Haus? เป็นยังไงบ้าง Kaffeehaus. Gut, gut. Ich gucke mich nur ein bisschen um. ภาพพิมพ์อะไรเหรอครับลุง ภาพพิมพ์แกะไม้อันโปรดของข้าน่ะ เองต้องรู้สิ Was für ein ลุง Druck. หาไม่เจอเหรอครับ ใช่จำไม่ได้ว่าวางไว้ไหน ไว้เจอแล้วผมจะบอกนะครับลุง เองนี่ใจดีจัง Ach, ein Abdruck wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Eine Orange, danke. Wo ist denn der Abdruck? Oder Druck? Keine Ahnung, wie sie es nennen. Schwer zu sagen. Er ist nicht wie sonst alles im direkten Umkreis. Also werde ich jetzt meine Karte zücken und mal mein Ziel erblicken. Ja, 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 ja. Wir müssen zum Boot. Natürlich habe ich vergessen, wo das Boot ist. Ah, ne, da ist es. Ah, gut. Sie Wo bist du sind denn? zurück. Ah ja, da. Wartest du eigentlich immer hier am Funkgerät? Ja, komm. Komm. Gina, bist du drin? Oh, hopp. Haben Sie die Explosion gehört? Ja, hab ich. Da Ja. wollen wir jetzt halt gucken, was das Eileen will, ist. dass ich den Grund herausfinde. Ich glaube, das war im Südwesten. Kann ich auch da vorne rausfahren? Hat das Ding 2 Ausgänge? Das Dorf? Schaut so. Komm, wir gucken mal. Ja, ob man da auch raus kann. Nee, kann man nicht. Das Tor ist zu. Das hier genauso. Hallo. Gucken Sie mal. Eine Sackgasse. Junge, ich will ja nichts sagen, aber dein Köder hängt in der Luft. Oder wie das heißt. Aber okay. Jeder darf hier angeln, wie ich will. Wie er will. Jeder darf angeln, wie ich will. Steht euch frei zu angeln, wie ich das will. Ja, da vorne blitzt und blinkt es. Weil da ein Weg Dingsbums ist.
Also Südwesten ist wo? Scheint so, als wäre es da drüben. Ach, da wo auch der Junge ist? Da muss auch irgendwo der Junge sein, weißt du? Gucken mal, vielleicht ist ja der Junge... Also, wir haben noch eine Nebenquest mit einem verschwundenen Jungen. So irgendwie. Warte, ich kann ja, komm, ich zeige das. Nebenquest hier. Der verschwundene Junge. Na, guck. Ist nicht genau. Komm. Das ist die Studienangst. Nee, das ist die Studienangst. Die ist weiter unten. Das ist der verschwunden. Wir machen die zuerst. Wir müssen hier ein Baumhaus finden. Also wir müssen jetzt einfach da nach links ein bisschen... Boah, komm. Kann ich da mit dem Boot einfach jetzt hier... Liegt in der Familie. Wie wurden Sie Journalistin? Nach der Uni besorgte mir eine Freundin. Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hättest schon weiterreden können. Oh, wir sind noch gar nicht da. Ich dachte, wir wären schon da. Okay, ich gehe wieder rein. Tust du mir dann weiter die Geschichte erzählen? Tante? Oh, jetzt hat sie nicht mehr. Guck, jetzt zieht sie Schnute, weil ich sie einfach so wegrennen wollte, als sie Geschichten erzählen wollte. Ja, das... Manchmal ist mir das Spiel zu realistisch, muss man ja doch sagen. So. Baumhaus, da hinten irgendwo. So. Uiuiui. Da, Jones, da ist es. Das alte Baumhaus. Ich kann hier zumindest mal anlegen, so wie es aussieht. So. Also, das alte Baumhaus. Sehr gut. China, bewachst du wieder das Funkgerät oder wie? Okay, kein Problem. Jetzt hier mal ein bisschen um. Oh, Medizinfläschlein, her mit. Könnte ich mal abgeben. Was kann ich da nehmen? Ach so, da unten das Köfferchen da. Brauche ich nicht. Ja, das hat der Junge gesammelt, oder wie? Ich sehe hier ehrlich gesagt gar kein Baumhaus. Ich sehe viele Bäume aus. Aber kein Baumhaus. Das ist ja kein Baumhaus, das ist halt... Altes Dorf. Ja. Da will er nicht. Da will er nicht, der Archäologe. China? Ach, hast du was gefunden? Nee, auch nur ein... Ah. China, wo kletterst du rum? Ja, da war ich schon, da geht's nicht weiter irgendwie. Auch sein, dass man einfach hier... Also das ist jetzt die andere Stelle da eben. Das ist einfach... Okay. Gina, ich habe hier einen Weg gefunden. Das ist mal... Ach, das ist ein Baumhaus. Ja, das ist ein Baumhaus, wie es im Buche steht oder auf der Buche steht. Haha, ein Baumhaus, wie es auf der Buche steht. Wie kein guter Winkel. Ja, ich hau dir guter Winkel. Besser oder was? Danke, China. Gern so eins gehabt. Ja, aber echt, hey, ich hatte ein Baumhaus. Irgendwie. Also es war nicht wirklich hoch.
Es war nur ungefähr so viel, seht ihr das? So viel vom Boden weg. Und es war auch nicht in einem Baum, es war unter einem Baum. Aber es war überm Boden. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Aber es war cool, irgendwie. Konntest du halt vorstellen, dass es auf dem Baum ist, oben. War halt insofern praktisch, als dass man da dumm Zeug machen konnte. Wenn man runtergefallen ist, ist man nicht 10 Meter tief gestürzt, sondern nur 10 Zentimeter. Los, machen Sie sich nützlich, ja? Ja, genau. Ich wollte Ihnen nur die Chance geben, mich mit Ihren Muskeln zu beeindrucken. Mein Fehler. Ja, hat nicht funktioniert, danke. Ja, also da dürfte er theoretisch schlecht drin sein, wenn das ist von außen zugenagelt oder nicht. Also, wen suchen wir? Ja, einen Als Jungen. Sie geschlafen haben, erzählte mir Sunan von seinem Neffen Aran, der hier in seinem Baumhaus lebt. Aran interessiert sich für Geschichte und erkundet oft die Ruinen. Und nun ist er verschwunden. Armer Junge. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Hören Sie, Pylons Rebellen sahen Faschisten in der Nähe vom Baumhaus. Was, wenn Voss hinter seinem Verschwinden steckt? Dann muss Aran auf irgendwas Wichtiges gestoßen sein. Das einzig Wichtige ist, dass Sunan seinen Neffen wiederfindet. Ja, ist ja Wo gut. ist er nur hin? Sehen wir uns mal um. Was für ein Chaos hier. Wonach haben die gesucht? Aran-Foto. Ein Foto von Aran, seinem Onkel Sunan. 1935, also 1935 wahrscheinlich. Aran scheint seinem Onkel nahe zu stehen. Ja, Sunan schätzt ihn sehr. Hab ich schon Platz, danke. Hey, die Diele ist lose. Vielleicht ist da drunter etwas. Wo bist denn du? Adi-Diele da. Lass mich erst mal so ein bisschen gucken. Guck mal, hat sogar ein Radio gehabt. Schönen Überblick über den Fluss. Ey, ist aber wirklich schön hier. Gefällt mir. Was ist das da? Weiß keiner. Ja, ich komme gleich mit der Diele. Und da kannst du dann direkt runterrutschen. Das war dieses Dingens da von den Italienern, die ich da gefunden habe, glaube ich. So, ich komme jetzt die Diele, bevor das hier noch zum Dilemma wird. Haha. Zieh mal wie ein Kerl. Muss mit dem Fuß runtergehen, natürlich. Da haben sie wohl schlampig gesucht. Verborgene Karte. Wenn meine Theorie stimmt, ist noch ein anderer älterer Tempel unter Wat Si-Savai begraben. Vielleicht als Mutprobe für Khmer-Krieger gedacht? Und was, wenn die alten Mechanismen noch funktionieren? Ich mag kein Krieger sein, aber mit Hilfe des Wissens aus der Universität in Krugtep könnte ich bestimmt herausfinden, wie einige der alten Fallen konzipiert sind. Wenn er schon weiß, dass es Fallen sind. Ja, okay. Ich habe die möglichen Standorte auf der Karte verzeichnet. Erstens Baumhaus, zweitens Ruinen, drittens Mandapa, 4 Stupa, 5 Ruinen, 6 Wat Si-Savai. Ich frage mich, was die italienischen Soldaten beim Baumhaus verloren haben. Ich sollte fragen, was sie da wollen. Ja, hätt's mal besser nicht gemacht. Also 1 ist das Baumhaus. 2 ist ein bisschen weiter den Fluss runter. Auf der linken Seite. Okay. Einfach mal so weit weitermachen, ja. Aran hat in Wat Si-Savai ein Geheimnis gefunden. Und zwar? Einen alten Schrein, nicht weit von hier. Sieht aus wie 3 große Pagoden in Form von Maiskolben. Entdeckt von Prinz Vachiravut im Jahr 1907. Den Jungen finden wir wohl am ehesten in Wat Si-Savai. Hier drüben! Ja, ich weiß. Willst dich wieder an mich dran machen, gell? Also im Sinne von dranhängen, nicht dran machen. So. Oh, hopp. Was bin ich da oben drauf? Findet man da irgendwas? Nee. Nun gut, hau hopp. Dann gehen wir mal zurück zum Kutter und einfach jetzt ein Stück weiter nach links. Kommst du mit, Gabi? Gina. Wie komme ich jetzt auf Gabi? Tut mir leid. Tut mir leid, Gina. Tut mir sehr leid. Tut mir leid. Oh weh, das gibt wieder böses Blut. So.
Da unten ist was zum Durchtauchen, sehe ich gerade, ne? Jetzt lass mal kurz Karte gucken. Ich würde gerne da kurz durchtauchen, falls das möglich ist. Tina, Entschuldigung. Ich muss gucken, was da ist. Weil er hat ja 1, 2, 3 aufgeschrieben, so, ne? So. Da ist zumindest mal irgendwas zum Wegbrennen. Ja, nee, hat schon gestimmt. Och, Indy, jetzt nervt doch nicht. Mach. Das ist bestimmt so ein Geheimnis da drin. Oh, nee. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe ja lieber Geheimnisse als Tauchpassagen. So, Moment. Erstmal wieder ein bisschen Luft holen. Und jetzt wieder runter. Geheimnis gefunden. Das macht man doch gerne. Gibt's da... Oh ja, da ist was. Guck. Ein schollenes Artefakt. Mal sehen. Eine Gürtelschnalle. Eine Schnalle mit einer Nomadenfamilie, die einen Wald durchwandert. Na, wenn er meint. Bronze gegossen zu dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus vom Xingnu, Volk der Mongolei und des südlichen Sibiriens. Okay. Das gehört nicht nach Sukhothai. Ja, möglich. Bei der Entdeckung. Ah. Muss ich da jetzt wieder zurück? Yeah. Kann ich da nicht irgendwie anders raus? Ich will da nicht zurück. Ach, Mann. Ja, guck mal. Trotzdem könnte ich ehrlich gesagt drauf verzichten, auf diese Taucherei. Ach, da bin ich jetzt da reingetaucht. Uah. Na egal, Geheimnis gefunden, alles klar. Ich gucke mich hier natürlich trotzdem um. Guck mal nicht hier. So, hopp. China, ich komme wieder. Fahr schon mal das Boot vor oder so. Hallo. Hopp. So, da bin ich wieder. War nur ein kurzes, gell? Brauchst keine Angst zu haben. So, wir suchen. Von da drüben kommen wir, ne? Noch eine Stelle, die irgendwo hier links sein sollte. Sagst du mir Bescheid, wenn du was findest? Ich mag den Namen Sukhothai. Wissen Sie, was er bedeutet? Kommt aus dem Sanskrit und heißt Glücksdämmerung. Das ist wunderschön. Ja. So, ich glaube, das da dürfte die zweite Anlegestelle sein. Also die auf der Karte vermerkt ist, werden wir gleich sehen. Ich gucke jetzt nämlich nochmal auf die Karte drauf. Ja. Karte, Tagebuch, Notizen, nachlesen. So, also wir dürften jetzt bei der 2 sein. Und ein Stückchen weiter runter ist da eine große Abzweigung, da ist dann erst die 3. So, also Ruinen hier. Bleib locker. Die Faschisten haben Sprengstoff eingesetzt. Hoffe, sie haben noch nichts gefunden. Funken Sie mich an, wenn ich nicht da bin. Ja. Wie kann ich denn dich eigentlich anfunken, Mädel? Ich habe kein Funkgerät. Explosionsort. Okay. Ich weiß hier halt nicht. Da noch
Faschisten sind. Nehme ich mal mit. Sie haben diesen Eingang aufgesprengt. Wo sind sie alle hin? Wahrscheinlich da runter. Ich sichere erstmal das Gebiet. Wuk, 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 wuk. Was ist das eigentlich für ein lustiger Vogel? Ich mag das Geräusch, was der da macht. Oh, da ist ein Brief. Okay. Befehle für Grabungsstätte. Capitano Bubizzi. Die Ausgrabung im Südwesten wird von Ihnen und der von Voss ausgewählten Gastarchäologin geleitet. Sie und Ihre Männer sind angehalten, die Frau Professor bei allen Aufgaben zu unterstützen und ihren Anweisungen zu folgen, als stammen sie direkt von Voss. Dr. Voss glaubt, das sogenannte Dämonengrab könnte für unsere Mission höchst bedeutsam sein. Wichtige Funde sollten umgehend entweder von mir oder Voss gemeldet werden. Voss glaubt, dass hier etwas Wichtiges sein könnte. Das ist Brot. Das da brauche ich auch nicht. Habe ich. Das ist ein Waffenreparaturset. Hallo, Strambo. Hallo Gina. Nein, bleib sitzen. Ich tue nur Rundgang machen. Ich muss ja gucken, dass hier alles faschistenfrei ist. Ja. Sieht so aus. Oh, Foto machen? Die aufgesprengte Öffnung, okay. Ein ernstzunehmender Archäologe würde Dynamit einsetzen. Crocodile Dundee nützt Dynamit. Aber der ist auch kein Archäologe. Er nützt es zum Angeln, aber okay. Ja, da bleibt uns so wohl nichts anderes übrig, als da in das Loch zu hüpfen. Ach, das ist ein Untereingang. Ja, dann nehmen wir mal Anlauf und hüpfen da morgen rein. Tschüss, Leute.